Dat gaf mir so eine große Freude, so eine Geschichten aus dort zu hören. Geschichten, wo Gott hat Menschen ihre Lebens verändert. Sie werden auf dem Weg nicht eine Verdammnis, aber Gott. Und in diesem Kassel, durch Worship, nimmt Gott am Idee Leorüt, dreht an sein Hort ne Arm. Und er kämpft vor Gott. Und von der, als er ihn sehen, zu seiner Familie, zu Freunden und zu mir persönlich, als er all ein großer Sehen gewesen. Jeder sagt Gott, mit am taub sein und von am hören und seine Geschichten anhören. Wir fangen viel Weg an mit der Serie von Botschaften Kjreent an. Und das handelt sich ganz um Anbetung. Wir sehen viel Weg dort, Anbetung als Leib in Herrschaft uitgedraagt. Leib in Herrschaft uitgedraagt. Und wir kicken in den Vers in Markus. Wo er sagt, und die sollst dem Herrn, dienen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allen Gedanken, in all deine Kraft Gott sein. Das ist das Wichtigste Gebot. Und dann kicken wir ein bisschen da in das Vers nach und wir kicken, was meint das dann in uns Leben? Und wir sehen, dort erstens mit wir Leib haben. Wir müssen Gott sein, vom ganzen Herzen. Und dann Herrschaft anerkennen, mit deiner ganzen Säule in Gedanken sollst du am Gott sein. Das ist dein Willen, was du weißt, deine Träume, was dich jankert. Das sind Dinge, wo du ein Verlangen noch hast. Und du sollst die Arm untun merken. Und du sollst Arm dir übergeben. In Leib, Anbeten ist auch dort uitdragen. Dort ist dort bewiesen. Das ist nicht bloß dort denken, dort ist dann ein Beweis von der Leib, was du hast. Wir kicken eine verschiedene Wege, wo wir dort können tun. Und wir kicken auch dort Bereich des Zutun. Mit anerkennen, dass Jesus Herr ist. Die Dämonen sind Engel, müssen anerkennen, dass Jesus Herr ist. Die können das nicht mehr rum. Wir sagen dort Dorian, wenn Jesus bald an der Kant von der Meer kam, haben wir beseten mit Jesus und er kam vor Jesus und er schmeißt sich an und anerkennt Amos Herr. Er muss dort tun mit Angst. Er schmeißt sich an mit Angst und sagt, was habe ich mit dir zu tun? Jesus, du bist dem hechten Gott, sein Sehen. Wir wollen dort, wir brauchen nicht kommen mit Angst. Aber danach müssen wir über auch am anerkennen als Herr. Wir kommen vor allem aus Kenia, nicht aus verdammten Dämonen. Wir kommen vor allem aus Kenia Gottes und wir anerkennen am als Herr. Wir sagen, dass das ist sehr, sehr wichtig in der ganzen Bibel, dass wir Gott anerkennen als Herr. Ich glaube, das ganz beste Beispiel in der ganzen Bibel von kriegt diesen Punkt, von Gott anerkennen als Herr. Den Beispiel habe ich von Jesus selbst. Wir sagen es heute ganz bad ting Latz, Grutzphase an Chrétien wollen. Jetzt hij im Garten an, und hij kneit sich, und hij betet zu Gott, und hij schrikt zu Gott, und am Wort der Leo so schwer, hij schweigt blut. Und hij wird ganz Mensch und ganz Gott. Und wo dort schaffen, der kann ich nicht verstehen. Und bei uns Mensch, bat hij Gott, lud mir das nicht passieren. Nimm das Köffel weg von mir, dass hij nicht verbringen, all dort Lieden durchgehen. Und dann aber anerkannt hij Gott aus Herren sieht, aber dein Willen soll werden, nicht mein Willen. Das, was uns vielmal fehlt. Anerkannt, wir können mit Gott reden, wir können ihm unsere schwere Dinge bringen, aber ab letzte müssen wir anerkennen, dein Willen soll passieren, nicht mein Willen. Und dort ist Herrschaft anerkannt zu Gott. Wenn er dort wird, wenn Jesus dort ist alle durch wie mit Gott und er jaft dort eben nach Gott. Er geht im Kreuz, am Wort gequält, er stirbt und er steht wieder ab. Und wir kicken viel ein klein bisschen, weil der Gardin wird wegreden, als er sterben dort. Und nicht habe ich in Gemeinschaft sein mit ihm. Aber nicht bloß der Gardin reiht weh den Tag. Den Tag, das Tempelsystem verändert. Den Tag, kriegt das Bild, wo die Israeliten müssen kommen und opfern. Dort ändert sich ganz. Von dem Tag wieder wird dort ganz anders. Wir wollen ein klein bisschen von der Kirche Bild verändert dort. Wir sagen, dass Jesus dort im Tempel, man durch der durchkommt. Wenn Jesus starb in Abstand von Tod, wird er der im Tempel nennen.
wird heu der in Gemeinschaft nennen. Dort wird den Tempel haben. Dort wird das Zelt haben, zum Gemeinschaft haben mit Gott. Bei den Tag, wo Jesus in den Kreuz ging, und der gedient werden dort, dann wird heute der. Und er sagt in Johannes, ich sehe der. Wer durch mich nennt, wird selig werden. Und wird rüht und nennt gehen und wird fing. Heu ist der geworden. Heu, der Bach mit dem Tempelsystem. Und nicht, wie der einzige Weg in Gemeinschaft nennen, der einzige Weg in Gemeinschaft haben mit Gott, ist durch Jesus. Der einzige Weg zum Anbeten ist, wenn wir erst bei Jesus kommen und uns Arm haben geben dürfen. Heu ist der Anfang von der Gemeinschaft. Nicht wie. Heu merkt den Anfang. Heu kommt rauf. Heu merkt dort fertig. Und wir nehmen dort an. Und heu ist der. So der erste Punkt für dein Leben, in wo anzubeten. Du musst durch Jesus in der Nahen kommen, zum Gemeinschaft haben mit Gott. Das ist der einzige Weg. Heu ist der einzige Weg. Wir sagen das Nächste, wenn sie durch der durchgehen, dann kommen sie bei den Altar. Und hier müssen sie ihre Schub anbringen, ihre Tiere anbringen, um kann gereinigt werden, um für ihre Sünden betun, um dort sie können Vergebung kriegen, oder wenigstens ihre Sünden bedeuten zu der Zeit. Und wenn Jesus nun Kreuz ging, dort auch war, krieg mit dort Altar. Heu lädt sich selbst zu so an. Nicht bloß als heute der zum Nankommen in Gemeinschaft. Aber heu wird auch dort Opfer. In Hebräer 10 sagt dort, nur dessen Willen sind wir ein und für alle Mal geheiligt. Durch das körperliche Opfer von Jesus Christus. Heu wird dort Opfer. Heu dort war ich du so mit. Und ihr ist dort alle durch ihn. Alle durch Jesus, dass wir können vor Gott kommen und dass wir können Gemeinschaft haben mit Gott. Wir sagen das Nächste auf das Bild, als das kommt. Und du musst der Priester sich erst waschen, vorher können im Tent gehen. Du musst erst rein werden, vorher können im Tent gehen. In Wahrheit, Jesus merkt uns rein. Jesus merkt uns rein. Durch uns Wandel, durch uns Leben, heute wird die immer wahrer und immer wahrer rein mehr. Heute wird die vielmal vielleicht vermuten, das sollst du nicht tun. Heute wird die leiden und heute wird die halten, ein reines Leben zu leben. Und heute betont, die rein waschen. Mit sein Blut. Das sagt in 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir über im Licht von Gott leben, so als heu im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut von sein Jesus Christus merkt uns rein von allen Sinn. Das sind die Stolpen, wo du so müssen durchgehen, um keine Gemeinschaft haben mit Gott. Um kann was durchkommen, wo sie können mit Gott reden. Und zu der Zeit bloß einer, bloß der hohe Priester können mit Gott reden. Und bei Jesus merkt dort wahr, dass wir alle können. Wenn wir gereinigt sind, wenn der Priester ist gereinigt wird, dann können wir im Tent gehen, in Gemeinschaft haben. Für uns, wir wollen rein durch Jesus sein Blut. Und dann können wir im Tempel kommen, dann können wir vor Gott kommen, in Gemeinschaft haben mit ihm, und wir können unsere Heilung haben mit ihm. Wenn Jesus hat uns rein gemerkt, als Sünder können wir nicht vor Gott kommen. Als Sünder sind wir nicht würdig, vor Gott zu kommen. Sinnhaft nicht Ruhm in der Gegenwart von Gott. Das ist Gott, wenn Jesus an den Kreuz starb, dreht Gott sich selbst von seinem Sehen weg. Und Jesus schrie, warum hast du mich verloren? Deswegen, Sinn in Gott kann nicht taub sein. Weil wir wurden gereinigt. Und Jesus steht wach mit dem Tempelsystem, wo du dann wir. Und heute wird der Tempel. In der Tempel, der ist nicht in uns Band. Jesus ist in uns Band. In der Gemeinschaft, der ist in uns Band. Alles, was dir fehlt in Gemeinschaft haben mit Gott, ist in dir.
Jesus sin yes als an die. Helja yes als an die, damit du kannst Gemeinschaft haben. Und heu reinigt die. Und heu auf deine Sünden vergib. Damit du kannst Gemeinschaft haben mit an. Nicht damit du brauchst nur einen Priester gehen und durch einen anderen Mensch probieren Gemeinschaft haben mit Gott. Du brauchst nicht in den Prediger gehen und sagen, du mit Gott reden und dann reden mit mir, sagen, was ich sage. Nee, du kannst selbst. Dort wird ein ganzer Punkt von dem Kreuz gehen. Dort wir nicht mal brauchen, durch einen Mensch mit Gott reden, aber dass Gott kann mit dir direkt eins und eins Gemeinschaft haben. Und dort ist wunderschön. Dort schwer zu begreifen, was von einer großen Ändernis dort merken Leute in den Tag, wo Jesus in den Kreuz ging. Aber uns mal ein klein bisschen anlassen. Wenn Jesus nicht wie in dem Kreuz gegangen, dann wirst du noch keiner haben könnt, Gemeinschaft haben mit Gott, dass du nicht hast könnt. Nicht bloß dort, wenn wir in der Kirche fahren, wir werden alle in Schub am Tag nach Bank, in der Kirche fahren, und dann hier wir schon mal große Opfer haben, und dann wird ein Mensch kann Gemeinschaft haben mit Gott. Für die, heute kann die eine Klärung vor Gott bringen. Heute kann die Schwert vor Gott bringen. Bloß der hohe Priester. Und nu kommen wir von der Ola Taub aus den Herdmenschen und wir beten Gott an und wir singen nur an. Und heute erfrischt uns. Und heute kann man auf Gemeinschaft mit uns. Und wir feiern sie yes in dieser Stube, dass heute mit uns reden wird. Und heute uns Mut merken wird und uns weiter abführen wird während Anbetung und während den Marien und während wir mit anderen Menschen taub sind. Und Leib bewiesen und die uns Leib bewiesen, voll wie Gott sein yes mag uns. Und dort ist, was am sein Plan wir. Und dort ist, was er will. Von der war wir kicken, eine Wasser Weg, wo Jesus wird angebetet, oder wo Gott wird angebetet in der Bibel. Zur Bibelzeit, vor Jesus in den Kreuz ging, wo wird er angebetet? Wo wird Gott angebetet? Und für dort gleich ich einmal eine Stätte kicken. Und dort ist eine König David. Wenn wir ein Gitarrespieler, ein Harpenspieler, in mein Denken ist er einmal ein Gitarrespieler. Und er lobt Gott mit seinem Instrument. Und für mich kommt das sagen, dich bei Tüß wegen, das war auch gleich zu tun. Wo ich mir der ganz tüßigste Fall zum Gott anbeten, als wenn ich kann, du bezieht die Drums stehen, mit einer Bassgitarre und das nicht denken, als bloß Spiel. Du fühlst mich ganz tüßig mit Gott. So ich fühle mich einmal nur und David wegen, das wird heute dort. Wenn ich eine seine Geschichte kicken, da will heute Gott anbeten, das darf mich melden, ich will auch, ob den war ich Gott anbeten, das wird heute dort. Und wir haben die Gelegenheit, so viel mehr. Und wenn wir die Gelegenheiten wahrnehmen, wir wollen anfangen mit kicken den Psalm 150. Da sagt, lobt den Herrn, lobt Gott in sein Heiligtum. Lobt am in seine gewollte Macht im Himmel. Lobt am für seine gewollte Worte. Lobt am in seine große Herrlichkeit. Lobt am mit Trompetenschulen. Lobt am mit Psalmen und Harpen. Lobt am mit Trommeln und Donzen. Lobt am mit Sädenspiel und Fleuten. Lobt am mit lüde Cymbeln. Lobt am mit lüd klingende Cymbeln. Lobt alles, was Urm hat, den Herrn loben. Halleluja. Weil wir Gott loben mit alles, was wir haben. Sehr viel von diesen Dingen habe ich hier und sind nach Samarias. Wir haben Sädenspiel, wir haben Trommeln, wir haben lüde Cymbeln, lüd klingende Cymbeln, würden die Drummers mir sagen. Und wir haben Fleuten, wo diese durch die Speakers kommen. Und wir kommen taub und wir singen mit lüde Stimmen. Wir singen Psalmen zu Gott. Und wir singen nur an. Und wir loben an. Das wird David deuten. Das wird heute Menschen, das ganze Volk, Mut merken deuten, zum Down. Zum Loben. Mit alles, was sie haben. Wenn sie mich fragen, na, wo soll wir Gott anbeten?
Ik wil dat trainen wat we veel werk zitten. Met alle kracht. Met alle kracht. Met alles wat je hast. Loof God en bid hem aan met alles wat je hast. Sagst, nou, ik speel aber nicht ein Instrument, das ist ein Down. Du brauchst nicht kein Instrument spielen, um Gott anbeten. Du brauchst nicht kein Singen, um Gott anbeten. Du brauchst nicht kein Klatschen, um Gott anbeten. Du brauchst nicht kein Tanzen, um Gott anbeten. Alles, was du brauchst, tun, ist live bewiesen nach Gott. In einem anerkennen als Herr. Und dort brauchst du, dort kannst du während der Werk tun. Dort brauchst nicht bloß auf dem Stage sein, oder dort brauchst nicht bloß während dem Singen sein. Dort kannst du alle Wege tun. Und dort wir Familien stellen und sagen, oder treu wegen. Wenn ich anfange, Gitarre zu spielen, dort sure hier sich nicht sehr gut. Aber wir wissen, und wir beten Gott an. Nach einer steht, wo wir kicken da, und als in 2. Samuel saß, Vers 21, hier krieg Kjennich David messen mit Schach, und sagen sie am, sag ich sie früh am, sag ich sie früh am, dass er nicht so tanzen ist, was er tut, wenn sie in der Stadt ankommen. Dann sage ich, hey, das ist ihnen früh. Wo ich tut, und das wird, was ich brauchen, deuten, wie halal, und wir werden meistens kicken, was das meint. Das tut ich vor dem Herrn, da mir wählt, dienen Führer in seine Nu kommen. Dort ich soll der Lehrer über Israel, dem Herrn sein Volk sein. Und ich war noch wieder vor dem Herrn tanzen, in Arm zu ehren. Dort wird halal, was so gebraucht wird, dort meint, ob schon loser war ich einfach bloß mal tanzen. Auf Englisch sagen sie, to praise in a crazy, exuberant way. Da braucht einfach das Wort crazy. Die mir meisten wird funny. So, da scheint sich du so nicht. Ganz schon los, donst da vor Gott, in er luft arm, wegen was Gott hat getan. Er sagt, ich war dort nach Wahrheit da. Dort war ich nach einmal da. Gott hat mich gewählt, ich war den Führer, zum das Land leiden, und ich war Gott preisen. Schon los, war ich vor am Donzen. Dort war ich nach Wahrheit da. Ich habe mir immer ein bisschen Freude, wenn ich dort lesen darf. Hey, ich finde, ich habe Raum, wo Menschen dachten. Hij kam bloß vor Gott und hij beweist sein Leben zu Gott. Wenn hij weiß, dass dort wird das rechte Ding zu tun. Und dass dort wird Gott ehren. Hij deed nicht, was hij deed nicht für seine Ehe ehren. Hij deed das nicht zum Aufwiesen. Hij deed das zum Gott loben. Hij deed das zum Gott ehren. Und zum Leben bewiesen nur Gott. Und das wurde braucht, wie man ein Leben bewiesen für Gott. Das ist nicht zum Aufwiesen, was einmal wieder, das ist nicht zum Aufwiesen, das ist zum Leben bewiesen nur Gott. Wenn man natürlich Wort zum Aufwiesen, dann dürfen wir uns selbst abheben. Wenn wir Dinge dann zum Aufwiesen, dann heben wir uns selbst ab und Gott kriegt nicht die Ehre dafür. Wenn wir das dann zum Gott ehren, dann lassen wir uns selbst rauf und Gott kriegt die Ehre. So was einmal wir tun, weil wir das tun, live für Gott. Und das wird am Ehren. Noch ein Vers aus Psalm 100, Vers 4. Sagt, gut euch seine Put mit danken. Und in seine Verhebnen am zu loben. Dankt am in Luft sie nun. Wir müssen ein klein bisschen gucken, nicht wie was du gebraucht worden. Das erste Toda. Das sagt, gut durch seine Put mit danken. Und das Wort Toda, dort wie ein hebräisches Wort, und dort meint ein Dankopfer geben. Gut in seine Put nennen, und dort mit einem Dankopfer am Loven. Gut in seine Put nennen, zu danken. Das ist was Toda meint. Mit einem Opfer danken. Und dann das zweite Wort sagt, Tehila. Gut in seine Verheb nennen, am zu loben. Und das Wort als Tehila. Und das Wort Tehila, dort wir ein Leut von Preis. Das ist was das meint. Loven mit ein Leut von Preis. So gut nennen, gibt Opfer und singt ein Leut von Preis nur Gott. Mit Leute am Danken. Mit Leute am Loven. Und das dritte Wort
als ja da. Und dort sage ich, dankt en luf sie num. Ja da en luf sie num. Und dort wird ja da. Und dort meint, de hang iets draaien, nur arm. En een dankschein geven, nur arm. De hang iets draaien, nur arm. En een dankschein geven, nur arm. En arm prijzen. Zuerst dort biblisch hang abheben, nur Gott en arm prijzen. Nu Psalm 100, Vers 4, nu, wird dort biblisch sein. Wir heben unser Hang nur arm und wir danken an und wir preisen an. Als dort biblisch, dort wir uns Opfer bringen in die Kirche. Ja, dort ist. Nu Psalm 100, Vers 4, dann ist dort biblisch, dort wir uns Opfer bringen, aus dem Dankschein zu Gott, nur die Kirche. Und dort ist Part von uns Anbeten. Als dort biblisch, dort wir in der Kirche Lied singen und anpreisen mit den Leuten. Ja, nu Psalm 100, Vers 4, nu, dann ist dort biblisch, dort wir in die Kirche ankommen, und mit lyrische Gesang am Loven und am Preisen. Wir kommen mit aller Kraft, mit alles, was wir haben, und wir beten Gott an. Das wird am Sinn verlangen ist. Und das wird Kjennich David, das Volk, Mutmerken da zu tun. Und das wird auf jeden Fall Mutmerken zu tun. In allen Momenten, wenn wir mit alles, was wir haben, Gott loven und am Preisen, mit Gesang, mit was wir geben, mit wer wir sind, und so wir uns untereinander deuten. Wir deuten uns untereinander wegen der Leib, was Gott für uns hat, der wir wieder riechen, nicht den Nächsten. Wir kicken erst nicht das ganz Geradste gebaut und wir weiten dort das zweite gebaut, sagt Jesus, dort ist Krieg so wichtig, Leib die Nächsten so aus die Salz. Leib Gott vom ganzen Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und mit all deiner Kraft. Und sie die Nächsten so gut aus die Salz. Wir haben uns untereinander Leib bewiesen. Wegen dort ist Port von Anbeten. Wir haben du sein einer von anderen, wegen dort ist Port von Anbeten, dort ist Port von unser Leib zu Gott. Als nächstes wollen wir ein klein bisschen kicken, nur die Engbibel. Und ich habe gekickt, wo war dort ab Eden, wo war Jesus angebetet, wo war Gott angebetet. Und wir kicken den Kjennich David. Und wir wollen kicken, ab Eng im Himmel, wo war Jesus, wo war Gott du so angebetet. Wir haben ein großes Verreich, dass wir all das Wort haben von Offenbarung, wo Johannes mitgenommen worden im Himmel. Und heute kann sein, wo in Gottesdienst im Himmel wird sein. In heute beschrift in Offenbarung 4 verschiedene Dinge, was wir schwer können begreifen. Das sind was wir noch niemals gesehen haben. Einen großen Thron mit Blitzen und mit einer Glasflur und du sind Tieren rum den Thron und sie loben Gott und die Tiere haben alle wegen Übungen und die haben das meiste im Grill, wenn einer das an denken, der über zu solche Zeit, das ist so wunderschön, wenn einer daran denken, dass wo Gott wird angebetet. Und nicht bloß dort, aber in Vers 4 sagt es, den Thron wären 24 andere Throns. Und auf den Throns sollten 24 Älteste mit witte Kleider angetragen. Die hatten goldene Kronen auf der Kappe. So du sagst das Thron. Und nicht bloß dort, rum den Thron, du sind 24 andere Throns. 24 andere Throns. Und auf den Throns sind 24 Älteste. Und die haben eine Krone auf dem Kopf. Warum würde in diese Details nennen? Warum würde das so beschrieben? Ich glaube, dass wir können verstehen, was Anbetung im Himmel ist und wo wir dort können hier auf Erden anbauen. Weil wir wieder gehen in den Kapitel. Versen 8 bis 11 sagt, dass in den Feiertieren hatten jeder 6 Flächen und wir rundum voll Üben. Sogar unter den Flächen hatten Tag und Nacht nicht Ruhe in Seden. Herrlich, herrlich, herrlich. Als der Allmacher Gott in Haar, da du wir, da du es und da du kämpft. Und wenn die Tiere dem loben
Erden und danken, der auf dem Thron sitzt, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, fallen die 24 Ältesten vor dem Duel, der auf dem Thron satt, und beten den an, der du von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Und sie schmeißen ihre Kronen vor den Thron und sagen, du bist dort wird, o Herr, Herrlichkeit in ihr in Kraft zu nehmen, weil du alles gemerkt hast, durch den Willen als alles durch und gemerkt worden. Sie sind um den Thron, sie sind vor den Thron. Und du sind diese 24 Ältesten. Und woran haben diese 24 Ältesten im Thron? Wenn wir wieder lesen, kriegst du es hier sagt, die schmieden sich vor Gott an, so, der hat wortwörtlich nicht den Thron gefehlt, wenn die sind einmal auf die Knie, nicht? Aber die haben diesen Thron durch Raum und die haben diese Krone auf dem Kopf. Und weißt du, der Thron, der wir nicht der Älteste verherrlichen. Der Thron wir nicht verehrt. Aber der Thron wir einen Platz, von wo sie sich können raufluten und Gott anbeten. Der Thron, der Herrscher steht, wir nicht für die Ältesten ihre Herrlichkeit. Dort wir dort seine Städte haben, von wo sie sich können raufluten für Gott seine Herrlichkeit. Wo setzt du? Welchen Thron hat Gott die gegeben? Was ist deine Stellung? Was ist deine Arbeit? Wo hat Gott die Hand gesagt? Gott hat die Hand gesagt, nicht um die verherrlichen. Gott hat die im Platz gegeben, von wo die Kurs Hand geben. Gott hat die einen Platz gegeben, von wo die Kurs Hand knäuen nur Arm. In Arm ehren, in Arm verherrlichen, wenn er erst dort wird. Das sagt, die 24 Ältesten, die fallen durch. Die fallen vor dem durch, der auf den Thron saß. Und sie beten am an. Da du von Ewigkeit zu Ewigkeit lebst. Und sie schmeiten ihre Kronen vor den Thron an und sehen, du bist dort wird, o Herr, Herrlichkeit in ihr in Kraft zu nehmen. Willst du alles gemerkt hast, durch den Willen, als alles durch gemerkt worden. So, die haben eine Stellung gekriegt, auf dem Thron, von wo sie sich können rauffolgen vor Gott, in seine Herrschaft anerkennen, in am Loben, in am der Herrlichkeit geben. Da wird von Ewigkeit bis Ewigkeit ist. In der Hand eine Krone auf dem Kopf. Und sie schmieden den vor dem, der auf dem Thron ist. Sie schmieden ihre Krone vor dem, der auf dem Thron ist. Für uns ist es so viel leichter, uns schworet, unsere Laster vor Gott schmieden. Aber der Älteste räumt den Thron. Sie nehmen, was du so auf ihr Kopf hast, so ihre Krone. Und die schmieden die vor den, der auf dem Thron ist. Mit dem Thron, du sagst Gott. Und Gott gibt diese Ältesten, die Throns und die Krone. Und sie haben diesen Krone nicht, dass ihr Kopf wird schmacklos. Sie haben diese Krone, der Feind von denen, wo du auf dem Thron ist, merken schmacklos. Diese Krone wird nicht für ihre Herrlichkeit. Diese Krone wird für die Herrlichkeit von denen, die du auf dem Thron sitzt. Und für Ewigkeit wird sein. Und sie ihren Arm und sie sagen, alle Herrlichkeit ist deine. Wer wir nicht bloß unsere schwere Tiden vor Gott bringen. Gott hat dir eine Krone gegeben. Wo bist du? Mit was hast du die Beruf? Welche Talenten hast du?
Wo hast du deine Hänge? Wo hast du von Gott? Weil wir nicht bloß das Schlechte bringen, aber wo hast du von Gott? Und weil wir es der Älteste deuten, weil wir dort nicht für unsere Ehe haben, aber weil wir dort nehmen, zum Gott, zum den, was du auf dem Thron ist, für seine Herrlichkeit, weil wir dort vor Arm schmieden, für seine Herrlichkeit, und heute kommt braucht. Was du sagst, Gott in Musik, dann braucht die Krone von Musik zum Gott ehren. Was du Gott im Schaffen, braucht dort zum Gott ehren. Was du Gott in Geld verdienen, braucht dort zum Gott ehren. Was du Gott zum Menschen mehr ein Willkommen feiern, dann braucht dort zum Gott ehren. Braucht dort zum seine Herrlichkeit, Rata und Rata mehr. Was du Gott mit deinen Kindern, dann sieh Gott mit deinen Kindern. Und dort für Gott seine Herrlichkeit, wegen dort ist deine Krone. Und gib dir vor Gott. Ich weiß nicht, was dein Talent ist. Aber was ich weiß, da ist, den Talent, was du hast, der ist nicht für deine Herrlichkeit. Den Talent, was du hast, der ist für die Herrlichkeit von denen, wo du auf den Thron sitzt. Und wenn wir taub kommen, werden wir Gott anbeten und unsere Krone voranbringen. Und das Schlechte, der Weide, der nimmt er von uns weg. Der hat viel betont, so dass wir nicht noch haben, als das Gute, was er uns geben wird. Und werden wir dort verherrlichen. Amen. Werden wir am loben mit alles, was wir haben, mit aller Kraft. Amen. Yes. Wegen seiner Herrlichkeit. Dort ist, woran wir die Talenten und die Gaben und die Krone haben. Deine Stellung ist nicht deine. Das ist die gegeben, um verwolter sein vor Gott und für seine Ehe. Weil wir Gott anbeten mit aller Kraft, mit alles, was wir haben, in ihm verherrlichen. Weil wir taub beten. Vater, Dankeschön, dass du bei uns bist. Dankeschön, dass du uns hast Talenten gegeben, dass du hast uns Gaben gegeben. Dankeschön, dass du uns hast eine Stellung gegeben. Wir sagen dir bloß für dich. Wir kommen vor dir und wir legen uns Hand vor dir und wir sagen, alles, was wir haben, es dient. Unsere Krone bringen wir vor dir. Wir wollen haben, dass du sollst dich nehmen, das soll für deine Herrlichkeit sein. Was du uns gegeben hast, ist nicht für unsere Ehe, aber das ist für deine Ehe. Das ist die hier geben. Hab uns dort niemals zu vergessen, dass wir dich hier geben, mit dort, was du uns gegeben hast. Wenn du bist, dort wird. Du bist dort wird. Alle Herrlichkeit in ihr in Kraft zu nehmen, willst du alles gemerkt hast. Durch den Willen als alles tun, was du gemerkt hast. Dankeschön, Vater. Wir beten dir an. Amen.